Merci, Herr Präsident. Cyberkriminalität ist nicht nur ein großes Plo für viele Bürger, aber auch für ganz viele Entreprisen, die sich immer mehr müssen damit auseinandersetzen. Da scheint es so zu sein, dass natürlich die Entreprisen versichern sich gegen die Cyberrisiken zu versichern, dass das aber hier bei uns am Land im Moment nicht so einfach scheint zu sein, weil es nicht mehr relativ limitiert Assuranceprodukte am Kontext von der Cybersicherheit gibt. Ganz wenig Entreprisen offrieren der dotter Produkte erwandern hauptsächlich für ganz große Societäten an nicht für Kleinentreprisen. Die großen Akteure an dem Sektor, das sind sich anglosächsisch Entreprisen, die sogenannten MGA, die das auch auf eine ganz professionelle Art und Weise offrieren. Da scheint aber so zu sein, dass bislang nach kein so MGA bei uns zu Lützeburg ein Agreement gekriegt wird, für die dorten Sort von Produkten unzubinden. Dafür zwei Fragen, die ich den Finanzminister stellen. Erstens, sind Sie sich der Problematik bewusst, aber was kann man machen für mehr eine große Diversifikation von Produkten im Niveau von der Cybersicherheit unzubieten? Und zweitens, wie sieht es effektiv aus mit den Agreementsprozeduren, was die sogenannten MGA betrifft? Das ist so schon am Voraus. Merci für Ihre Antwort. Merci. Merci dem Herrn Moser für seine Frage. Dir schwätzt ein Sujet an, nämlich Cyberspionage oder Cyberkrieg, wie das heute schon bald heißt, das mittlerweile von den 5 größten weltweiten Risiken ist. Das wird angesagt, und das wird rummängig indirekt auch an der Frage von Herrn Klümmer angekommen, carrément als Waffe an Cybermenace, also etwas, was man ganz seriös müssen holen, auch besonders zu Lützeburg schon nicht für nichts an der Budgetriert für 2025 gesagt, dass man Kredit für 5 Millionen Euro beim Staat angesagt haben, für die sogenannten DDoS-Scrubbing Center, für die weiterzuentwickeln. Dafür als Cyberkriminalität wesentlich Menace an Cybersicherheit, eine Herausforderung für auch die öffentlichen Instanzen in diesem Kontext vor allem die Regierung Weltfinanzplatz zielt darüber. Die wisst, dass du ganz viel Einzeldonnen stockiert sind, dass die hin und her gefordert gehen. Und dafür brauchen wir auch für den Schutz von dem einzelnen Investisseur, von dem einzelnen Klient, wir brauchen das auch für den Schutz von dem ganzen Finanzsystem. Op europäischem Plan as eng sogenannten DORA-Reglementation, die wird Chamber auch umgesetzt, für 2 Sachen. Erstens, dass Cybersicherheit, dass die bei den einzelnen Finanzoperateuren, dass die heisch gehalten wird, und zweitens, dass auch Informationen über Cybermenace zwischen den einzelnen Operateuren ausgedeelt gehen. Du op die Frage von der Versicherung, die den Herr Moser gestaltet hat. 2022 hatten 57% von der Lützeburger kleinen und mittelständischen Betriebe überhaupt keine Aufdeckung für Cyberkriminalität, das Cyberrisiko. Und 21% von den Betrieben wussten nicht, ob sie eng hätten. Und da sieht er, dass aber 80% von den Betrieben mittlerweile überlegen, Assuranzen dafür zu haben. Daraus schließend ist das natürlich auch eine Frage vom Preis, weil wenn ein Risiko mehr schwer aufzudecken ist, ja, dann ist auch der Preis von der Assurance dementsprechend hoch. Aber konkret froh. Der Lützeburger Kommissariat aux Assurances, den hat 19 Gesellschaften. Die Lützeburger Gesellschaft, den Agreement für das Cyberrisiko ging. Es konzentriert sich auf den Markt hauptsächlich auf 5 Großoperateuren. Dann ist es so, die Frage von denen MGA, das sind Managing General Agents, du kannst nicht auf die Einzeldossien angehen, was aber zu sagen ist, es gibt zurzeit kein harmonisiert europäisches Regelwerk für die Überwachung an auch verschiedenen Sorten von Intermediären im Niveau von der Cybersicherheit. Es ging aber immer mehr intensiv Willen von sogenannten MGA für sich näher zu lassen. Das Problem ist den, dass die MGA, dass die Willen agieren wie Versicherungsassuranzen, ohne aber den nötigen finanziellen Puffer zu haben. Weil ihr wisst, wenn der eine Assurance hat, ja, da muss er den finanziellen Puffer für auch Risiko können aufzudecken.
dann ass auch net immer ausgeschlossen op kein Interessekonflikt do ass bei den sogenannten MGAen, weil wann der eng Assurance hut, da muss er für allem non Klient gucken. An Assurancepolice muss auch am Interesse vom Klient ausgeriecht sinn. Da das dat werde ich dazu kann so menges wissen ass also für MGAen kein offiziellen Agreement als Staat gin.